Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. A schöner Teve, a guten gesinnten Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. A guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline, das Retzenreich, Meir David. Wir haben ein feines Programm für euch heint. Erstens haben wir zu Gast die sehr talentierte Hanna Rosenfeld. Sie ist original von Polen, aber sie tritt auf und macht Forschung und Präsentationen um der Welt. Letztens habe ich sie gehabt bei der Jiddischwoche in Copiague, New York. Ein paar Tage später ist sie aufgetreten auf der Bühne in Berlin, Deutschland, vorlehnendig Poesie. Poesie von Celia Dropkin mit ihr eigenen Übersetzungen auf Polisch. Ihr werdet sich weiter bekennen mit ihr ein bisschen später, aber wir wollen zuerst spielen einen Auszug von einem Radioarchiv von Polen, was sie hat allein entdeckt und ausgeforscht. Und dank ihr haben wir dem Schnitt euch überzugeben. Ein paar Broten wegen dem später. Später im Programm haben wir ein frischen Interview mit Shoshka Reisel Juni. Sie ist eine New Yorker Teuschewke und sie hat jedes gewonnen, wenn die Türme sind herabgefallen in New York Stadt dem 11. September 2001 mit 18 Jahren zurück heint. Und zum Stoff wollen wir zurückbringen von unserem Archiv unser Interview mit Harav Marmorstein wegen der Yomim Noraim. Ich hoffe, Sie werdet Hanau haben. Ein bisschen später im Programm im Zusammenhang mit unser Interview mit Shoshka Reisel Juni wegen dem 11. September wird der Herrn Auszügen von Bela Schechter Gottesmanns Lied, die Ballade von 11. September. Jetzt sollt ihr wissen sein, als ihr werdet gleich hören, Auszügen von einer seltenen Rekordierung, was es hat gemacht, die polnische Regierung, die überzugeben auf die Radiochwalies von Polen zum Ausland von den 50er Jahren. Die dosige Rekordierung haben wir dank dem Klangarchiv aufgenommen von Max und Frieda Weinstein beim New Yorker Jiva. Ihr werdet jetzt hören eine Inszenisation von Shalom Aleichems Novelle Wenn ich bin Rothschild,
in der Ausführung von den Akteuren von jüdischen Meluchetheater in Polen, Michael Grünstein und Josef Wiedetzky. A Klall, am Herren weiter, freuen. Ne? A Klall, es hat sich mir vergliess mit der Mulzewerenreich, hab ich a Handel getein, der Urme Gubernius mit Bräut, und bin geblieben, wie man suchte es, unafieren. Meinst du doch, meine Stammas, wie bald ich bin geblieben und Geld, bin ich bei sich gefallen? Kennst du mich nicht? Ich bin ein Sahnefisch, was Geld spielt bei mir eine Sahnrolle, wie soll ich dir sagen, gar nicht, gar nicht. Es Tage, als Geld ist sehr eine bequeme Sache. Aber schlugen sich über dem Pattern des Lebens? Nein, das nicht. Schlecht ist nur das, was es nicht tut auf Schabbos. Das ist. Ich hab lieb, als es bummelt sich bei mir ein Beitel auf 40 Jahre. Wo soll ich tun, als Amischigner bin ich? Jo, ist wie halt er? Bei 40 Jahre. Rief es sich gut zu meinem Weib Zepeure. Zepeure, sag ich, komm noch her. Ich will dir sagen, als mir sind geblieben rein. Macht sie, was heißt rein? Sag ich hier, mir sind geblieben, Mona 40. Ist es doch Aiden, was versteht sie? Ist sie heraus mit der Gewalt, weiß mir, freuen, wie ist dein Geld? Sag ich, scha. Wie steht es geschrieben, als es mein Geld? A de Shem Nussen, war de Shem Luker? Oder wie man sagt, ne Billo mit Kitte Grosche, ne Bude? Alle Meisuger sind verhan Jiden, wo es gehen aus von hingehen. Und starben sie denn? Wir sollen also well, alle Mai dus, alle Mai Jens. Wollt doch die Welt nicht gehabt, kein Kiem. Hanna, ich gedenk, als ihr pflegt produzieren ein jüdisches Radioprogramm in Warschau, Polen. Der erzählt ein bisschen wegen der Überlebung. Auf einen Fuß. Ja, wir haben gehabt ein Radioprogramm, das hat geheißen Neue Chwalies in Warschau, in polskie Radio, im polnischen Radio. Und ich gedenke, ich bin gewesen auf der jüdischen Woche mit 8 Jahren zurück. Da habe ich noch gearbeitet für dem Radio, habe euch gemacht Interviewen mit den Menschen. Wir haben geredet wegen jüdischen Woche auf dem polnischen Radio. Aber leider hat man vermacht die Auditions 2012. Ja, im Januar 2012. Und seitdem mache ich andere Projekte, auch mit Jiddisch, aber nicht im Radio mehr. Ihr habt ausgeforscht die Geschichte von jüdischen Radio von der früher der Kufe, was ist sehr interessant. Auf jeden Fall könnt ihr ein bisschen erzählen. Ja, das ist MS. Nachdem ich habe entdeckt, man arbeitet in einem polnischen Radio für Neue Chwalies, habe ich angefangen mit Forschung wegen Radioprogrammen, wo sind gewesen in Polen in den Jahren 1945 bis 1958 in Polen auf Jiddisch. Und es ist eine sehr interessante Meise und als Sachmaterial. Ich habe gefunden Rekordierungen, archivale Rekordierungen von der Zeit. Die Forschung also mit dem Programm hat angehoben Jana Turkow und Jana Blumenfeld. Es sind gewesen 2 Akteure, die haben übergelebt die Milchome in Polen, sind gewesen in Warschauer Ghetto. Nach der Milchome haben sie angehoben mit den Radioprogrammen. Für was wissen wir so wenig wegen dem? Das ist die Frage, für was keiner hat geforscht wegen dem. Ich habe allein nicht gewusst, als es gewesen als solche Programme, als ich habe gearbeitet in dem Radio. Ich habe gefunden die Rekordierungen und nachdem habe ich gefragt bei Menschen und ich habe sich bekannt mit der Frau, was hat angeführt mit den Radioprogrammen in die 50er Jahre bis 1958 mit Dorota Żelazo. Und sie hat mir euch gegeben als Sachmaterial. Nachdem habe ich euch gefunden Materialien in Ivo, das sind euch gewesen Taschmes, mit was hat man geschickt von Warschau, kein New York. Man darf sagen, die Radioprogramme, die Auditions sind gewesen für Ausland. Das heißt auf Shortwave, kurze Chwalies. Ja. Und man hat geschickt euch Taschmes in andere Länder, kein Australien, kein Rumänien, in Bukarest gewesen euch an andere Audition oder kein New York. Für was? Das ist gewesen. In den 50er Jahren es gewesen euch starke Propaganda in Polen und die Auditions haben doppelte Bedeutung. Beim Anhieb hat man gesucht Kräuwin.
nach der Milchome. Und nachdem hat man gegeben Programme, auch künstlerisch-musikalische Programme, gespielt schöne Lieder und auch ganze Theaterpieces mit Akteuren von dem jüdischen Theater in Warschau. Es sind da voran Rekordierungen von Pieces von Shalom Aleichem, von Peretzin, von den Klassikern und auch andere Lieder, auch Lieder wegen Churban, Moschel und auch Interviewen mit Menschen, die haben gelebt. Sie haben gearbeitet, für die Programme mitgearbeitet, auch Menschen von anderen jüdischen Institutionen, wie Jüdischen Historischen Institut oder Jüdisch Buch von den Verlagen. Kinder sind aufgetreten mit Liedern. Das ist sehr interessant. Aber für was hat man nicht übergegeben, die Auditions in Polen? Das ist die Frage, um was man hat Meure für die in Polen, was haben gelebt noch in Polen, als sie wollen sich zuhören und auch sehen den Unterschied. Ist es nicht als MS, was wird gesagt, oder wird das starken als sehr Identität, wie in uns. Aber es ist fort interessant und wir hoffen, dass mit der Zeit können wir haben Zutritt zu den Rekordierungen. Ich hoffe euch, dass ich schreibe ein Buch wegen dem und nachdem will ich eine Website mit den Rekordierungen und mit Beschreibungen von. Wie soll kann man sich der Wissen weiter wegen nach oder hat ihr eine Webseite oder Twitter oder Facebook, also soziale Medien? Auf Facebook habe ich, ja, und ich bin sucht auf Google mit meinem Namen Anna Rosenfeld. Ich bin assoziiert mit Selma Sternzentrum für jüdische Studien in Berlin. Man geht meinen Namen und die Institution, wenn man finden euch wegen mehr Informationen. Wir haben begrenzte Zeit zum Bedeuern, aber ich will, sagt er, wissen wegen eurer Arbeit mit Poesie und Lieder. Weil ich mache auch andere Projekte und ich habe stark lieb Poesie und setze über Poesie von Jiddisch auf Polisch. Und jetzt das nächste Projekt ist die Übersetzung von Celia Drobkins Lieder von Jiddisch auf Polisch und auch auf Deutsch. Also ich bin gekommen in Deutschland, habe ich gesehen, es sind nicht so keine Übersetzungen von Celia Drobkins Lieder auf Deutsch und keiner kennt sie in Deutschland. Also habe ich beschlossen, arbeiten auf einem Buch, was ist dreisprachig, auf Jiddisch, in Oisies mit Ivo-Transkription auf Polisch und auf Deutsch. Die deutsche Übersetzungen werden gemacht von mir und von Lothar Quinkenstein, das ist ein Poet und ein Schreiber und auch Übersetzer von Polisch auf Deutsch. Und die polnischen Übersetzungen sind von mir und auch von Agile Gutko und von Joanna Lisek. Wir haben gemacht mit ein paar Jahren zurück ein Projekt mit Agile Gutko wegen Celia Drobkins Lieder. Aleph Beis von der Liebe, ist auch der Titel von dem Buch jetzt, sind 22 Lieder auf Jiddisch von Celia Drobkin, ausgegliebene Lieder. Ja. Kennt ihr seine so gut? Uns übergeben ein bisschen wegen Celia Drobkin und ein Tam von ihren Liedern. Sie hat geschrieben erotische Poesie. Wir kennen bestimmt in Amerika ist sie bekannt, in Europa nicht so stark. In Polen hat man angehoben jetzt Forschung wegen ihr und in Deutschland, wie gesagt, soll sein die Premiere mit den Liedern. Zu Luzifer. Mein schöner Luzifer, dein kalt, greuer Blick guckt beweglos auf mir und zerdreht wie ein Aff, steh ich auf die Knie und leg dir deine dare Fies. Mein Rücken ist geworden zerbeugen wie ein Fragezeichen. Nur es macht nicht, wie lang du guckst azoi, mein schöner Luzifer, beweglos auf mir, weil ich sitzen zerbeugen bei deine Fies wie auf Notre Dame a Chimäre. Ich will antläufen von euch allen zu mein kleinem Ingele, von euch allen, mit durchsichtig heiße, mit kalte Blicken,
mit Pennemer von Freund und von Säune, zu seinen lichtigen Ponnen, im Verwiegen, still ihm zudecken oder nur still ihm aufwecken, kaum barrierendig mit Kuschen. Mama, dein Mama. In a stillen, dunklen Disk, beim Weg von mein Kind, will ich mich retten von euch allen. Ja, Celia Drobkin ist geboren in Bobruisk 1887 und sie hat beim Anhieb geschrieben Lieder auf Russisch. Sie hat gelebt in Warschau und Kiew, hat studiert dort, hat sich bekannt mit Uri Gnessinen und hat sie inspiriert zu schreiben Poesie. Und 1912 ist sie gekommen in Amerika und hat sich bekannt mit jüdischen Kreisen, jüdischen Schreiberskreisen. Und sie hat angehoben zu schreiben auf Jiddisch. Sie hat herausgegeben ein Buch, ein Poesieband, was heißt In heißen Wind, 1935. Und später, nach ihr Tod, sie ist gestorben 1956 in New York, ihre Kinder haben herausgegeben das Buch noch einmal mit ihren Bildern, weil Achutz, sie bin eine Dichterin, hat sie euch gemalt. Und erzählt ein bisschen wegen dem Buch, wann kommt es heraus, wie kann man sich da wissen wegen dem? Wir arbeiten jetzt auf dem Buch und ich hoffe, es wird bald heraus. Das wird herausgegeben im Arco Verlag in Deutschland und in Wien. A-R-C-O, Arco. Auf mein Amerikaner-Englisch. Gut, auf jeden Fall haben wir gekriegt eine Sache Information und ich danke euch und wir hoffen weiter zu reden und hoffentlich hören die Rekordierungen weiter wegen sie von polnischen Radio. Ja, schön. Schönen Dank. Die Ballade von dem 11. September. Tausender zu der Arbeit gegangen, wie sehr Steiger ist gewesen. Tausender schöne Männischkriege gekommen, und wenn das Größe im Glück ist geschehen. Geschehen ist es dem 11. September, das Jahr 2001, beim Unheib von der neuen Jahrhundert, an Unheib blutiger wie wenn's. Oh, die Date wird bleiben auf ewig, verkritzt in Sekunden von der Welt, blitreut, verfarbte die Sterne, wenn die Sinn hat ihr Brunnen verstellt. Schaschke Reisel, wir haben geredet mit etlichen Jahren zurück und wir haben sich gewusst, als du bist gewesen dabei in New York, nicht weit von dem Welthandelscenter, dem 11. September 2001. Kennst du auf jeden Fall ein bisschen der Mann, was du hast da durchgelebt? Ja, das ist gewesen, warte, sei modne, ich habe Tage gesehen, beide Turms, wenn sie haben gefallen, es gewesen ganz mordig und es ist gewesen interessant. Ich meine, das öfter haben wir gehört wegen dem in einem früheren Interview damals, aber ich habe bemerkt, als der Nachdem war etliche Jahren Tage, ist die Stimmung in Stutt zwischen Menschen gewesen anders. Das heißt, dass fremde Menschen haben reingekickt in Ponem zu jedem einem und gerät, sei tief von Herzen wegen Leben, wegen Getreideschaft, wegen allerlei tiefe Unionen, was man wird gewöhnlich nicht mit Fremden. Und alle sind gewöhnt, dachte ich mir, ein bisschen weicher wie gewöhnlich. Jenem zwischen die Menschen. Aber jetzt ist es gewesen 18 Jahre, das heißt, es ist ganz Dorf hat sich aufgewachsen, das ist geschehen und sind voran jüngere Erwachsene
wo es haben im Ganzen nicht kein Sichron von dem. Und das ist interessant, weil bei mir ist das etwas, was ist geschehen in meinem Leben. Ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, allerlei Menschen gebracht rein ins Spital, was ist gewesen, Leben mein Tiere. Und alle Blut auf der Gas ist gewesen ganz schrecklich. Jetzt ist es so, wie es ist nicht geschehen zwischen den Sachmenschen. Irgendwie will ich machen einen Minenvergleich auf einen gewissen Öfen mit einem Korben. Das ist warte nicht dieselbe Sache. Aber mir, die und ich, David, wir haben wir sind geboren geworden, dennoch dem Horben. Aber unsere Eltern sind gewesen, der Erwachsene, wenn das ist geschehen. Und wir haben gehört, so viel wegen dem, so wie das ist gewesen, spezifisch gegen unser Volk, haben wir das angenommen, emotionell, sehr persönlich. Und wir traten wegen dem. Aber ich bemerke, als mit dem verschiedene Menschen befreierisch hingelegt. Es ist eine alte Sache in der Geschichte. Es ist so, wie es ist gewesen, so lang zurück. Bei mir ist es nicht gewesen, so lang zurück, weil es ist, es hat zu tun mit unserem Volk und mit unserem Sprache. Aber die Vergleichung ist nur als Menschen jetzt auf der Gas. Ich sitze auf dem Moment in einem Auto, auf der Gas, auf der größeren Avenue, und ich kick durch. Und ich wollte gesehen, die Turms, und sie sind nicht du. Und ich bemerke das jedes Mal, wenn ich kick durch auf der Avenue in Stadt New York. Und ich kick auf die Menschen, was gehen dabei, und ich frage sich, wie viel sind sie gedenken? Wo bist du gewesen, genau, um 9 in der Früh auf jeden Tag? Oh, ich bin gewesen auf der Gas, auf dem Weg zu der Arbeit, das heißt auf dem Weg zu der Bahnstation, unserer Bahn. Und wo auf der Welt befindet sich das? Oh, das ist gewesen, ja, sag mal, das ist gewesen in, ich habe damals gewohnt auf der 11. Gas. Das ist weniger wie ein Viertelmeil von Welthandelscenter. Und ich bin gegangen zu Fuß zu der 7. Avenue, gedeiht zu gehen in der Unterbahn. Aber auf dem Weg habe ich bald bemerkt, eine kleine Gruppe Menschen, etwa 4, 5 Menschen, die stehen inmitten von der Gas. Und sie kicken durch, und einer von sie hält ihr Kopf in die Hände, und sie machen es so wie etwas ist der Meier. Ich bin gekommen zu sagen, was ist geschehen? Und sie haben gesagt, gib einen Kick. Ich habe einen Kick gegeben, durch, und die Ruhe hat gemacht die Form, so wie die Bilder, was ich habe gesehen von Hiroshima. Es ist gewesen, so wie ein Schwammen. Ein großer, riesiger Schwammen über die Binonen, über die Spitzen. Und ich habe gefragt, was ist geschehen? Ab dem Moment hat keiner nicht gewusst. Ich habe gemeint, das ist ein Mohammed. Es ist gewesen, sei morgen, ich habe nicht gewusst, was zu tun, aber no, ich bin gegangen. Ich habe gemeint, das ist will ich gehen zu der Arbeit, sei wie sei, und damals will ich allen wissen, was ist geschehen. Ich bin gekommen zum Winkel von 11. Gas und 7. Avenue. So es gewesen ein größer Eulenstein inmitten von der Gas. Ein größer Eulen. Und sie alle haben gekickt durch. Ich habe gesehen, ein Polizist, ich habe ihm idle gefragt, seit mir Morchel, es ist okay zu gehen in der Unterbahn. Er hat gesagt, nein, man hat vermacht, alle Bahnen, alle Bussen, nein, im Ganzen nicht. Plötzlich habe ich gehört von dem Eulen, alle mit dem Mal, oh my God! Und ich habe gekickt, und der erste Turm ist gefallen. Pink vor die Augen. Damals habe ich gehabt so viel mehr. Ich bin zurückgegangen auf den Weg heim. Eine Freundin ist reingelaufen zu mir, und sie hat gesagt, oh no, unser Präsident schlägt mir, es wird seine Mohammed. Sie hat
euch nicht gewusst, was ist geschehen, aber wir alle haben Morgen gehabt. Ich habe gehabt das Gefühl, so wie Bombe, wo Cholila gefallen auf meinen Kopf, weil wir haben nicht gewusst. Ich bin nach Hause gegangen, mein gewesene Mann ist gewesen dort, er hat mich nicht gegleitet. Hab gesagt, nu, Kim, inten, wo wir gegeben, wir sind gegangen, inten, Pinkfire in Sabinian, kicken Durham auf Washington Avenue, und, der zweite Turm ist gefallen für die Augen. Es ist gewesen so Mutter und der Ruhig, der schreckliche Schmeck von alles, ich hab fein zu sagen, oder von Leib brennen. Es ist gewesen so schrecklich, viele 4 Meilen weg, als für 6 Doschen hat einer reingegangen mit der Maske, mit der Chirurgmaske auf den Ponem. Wir haben gedacht, halten alle Fenster vermacht und weil nicht, die Tiere Cholila schmecken, also schrecklich. Und für 6 Doschen habe ich gekannt sehen die Flammen von 9 Tieren. Und Menschen sind schon gewesen in einer Panik, Menschen haben geweint. Oh ja, mir hat zuerst evakuiert Gassen, aber es ist gewesen nicht klar, welche Millionen hat man gedacht evakuieren. Und wir sind gegangen raus und wir haben gefragt Polizei und hat es nicht gewusst. Mit der Zeit sind wir zurück in der Tiere. Wir haben andere Verweilen, wo es haben gewohnte Segmente und sie sind sicher evakuiert. Ich habe gesetzt bei dem Fenster, bei meinem Computer, den ganzen Tag und es hat vermacht alle Autos und alle Aeroplanen und alles. Und es ist gewesen so still. Ich habe keinmal nicht gehört, New York Stadt zu sein, so still. Aber solche Menschen sind gegangen vorbei die Fies. Und die Menschen, die sind gegangen spazieren, zufällig, haben gehalten große Valiskas, weil sie gehen weg von ihren Tieren, oben Ehrgeiz. Und die Menschen, die sind gegangen zu Fies Durham-Dick, sie sind gewesen die Journalisten und sie haben getrogen große Fotoapparaten. Und das ist alles, was ich habe gesehen. Valiskas auf Einrichtung und Fotoapparaten auf der Einrichtung. Sehr modern. Und man hat nicht gelost, kein Autos, Durham von 14. Gas, für etliche Wochen. Und das heißt, dass alle kommen, sind gewohnt, leidig. Sie haben nicht gekannt, kriegen mehr Milch, mehr Frucht, mehr das und jetzt. Und wir haben nicht gekannt, kriegen keine Zeitung oder kein Post. Und dann betrachtet von dem, jetzt sind die Sachen Kleinigkeiten, weil wir haben gekannt, kein über der 14. Gas zu kaufen, was man darf. Und okay, wir haben nicht gehabt, keine Zeitung oder kein Post. Für ein paar Wochen und das ist gewesen, man hat alle Neues auf der Internet und aber auf dem Moment ist es gewesen, so modern, als ich habe Tag morgen gehabt. Man kann gut verstehen. Gut, wir haben nicht so viel Zeit, aber wie hast du das anerkannt, Heint? Und was, gucken dich zurück, sind von den Geduschen, was ist eine Surprise, was du hast sich vorgestellt, als du guckst zurück auf dem, was ist anders, wie du willst gemeint es wird sein, in 18 Jahren rum, wenn du trachst zurück zu jener Zeit. Du verstehst meine Frage? Ja. Die größte Surprise ist, was ich für den Mond ist, als nicht alle gedenken. Aber und ich schäme sich zu sagen, also ich gehe nicht in keine offizielle Geschehnisse Hand zu denken, was ist geschehen. Aber ich darf sagen, auf dem Programm, als
viele damals habe ich gemeint, dass, alle sind so schockiert, dass 2000 Menschen sind gestorben. Das war schrecklich. Aber die Menschen, was haben gehört, dass so viel wegen dem, sagen gar nicht wegen, in einem Tag hat 10.000 Menschen hat die Nazis getragen in einem Tag, in ein kleines Städtel, vielmal ein Tag. 30.000 mit dem Mal, 40.000 mit dem Mal. Und keiner wird wegen dem nicht mehr, sagt sich mir. Und das ist mir ein bisschen ein Vergleich. Interessant zu bemerken und lassen wir allemal gedenken, das und öfter weiterreden wegen dem noch einmal. Okay. Einen schönen Dank, Okay, Schoschka, danke, Reisel, bitte stark. Irni. Sei gesund. Sag es. Dem 11. September, a Tag wie alle Tag sehr gedacht, wenn 2 Terroristen Aeroplanen in die Handelturms reingekracht. Die Schleichen von dem Caleb bin Laden auf a teuflischer Missie bestellt, zu zerstören die Jesäudes von dem Marif, die Aufstehen von der freien Welt. Wenn die Turms seinen gefallen, zum Aufschauder von der ganzen Welt, hat a Pachit ihm genehmen allen, wie auf ewig wollte nach dem Tag verstellt. Geschehen ist es dem 11. September, wenn's hellische Feuer sich zerbrennt, Tausender verschlingen in die Flammen, es entliert noch entliert unendlich. This is WUNR Brookline. Wir trachten schon mit ein bisschen wegen Yom Kippur. Ist interessant. Ihr wisst, als bei chassidischen Jiden ruft man das gar nicht Yom Kippur. Man sucht nicht die Wörter Yom Kippur, bloß in Davenen. In täglicher Sprache ruft man das Yom HaKodesh, der heilige Tag. Ich denke, als ich habe gesehen einmal, das hat zu tun mit dem, was man will nicht dämonen, dem Indien von einem Mensch, was tut sind, was man sollen dürfen Meuchel sein. Ja, viele Kapore meint ausreinigen der sind. Aber besser bloß zu dämonen mit dem Namen Yom HaKodesh, der heilige Tag. Ist Alkohol, ich weiß nicht, bei allen Chassidim, aber sicher bei Galizianer, bei Ingerischen, sicher sucht man allemal Yom HaKodesh, das heilige Tag. Das ist eine interessante Sache, als wenn es in einer Sprache du verschiedene Wörter, verschiedene Lechoines, was man benutzt sich, auszudrücken derselbe Gedanke. Und das ist ein Beispiel von dem Tag. Also die, was reden Jiddisch, wissen, dass sie da verschiedene Sorten Jiddisch. Und da ist ein Beispiel. Aber man will Unwarnen für eine, sagt man auf litwische Jiddisch, sei vorsichtig. Auf ungarische Jiddisch sagt man, pass auf. Es ist andere Wörter. Es sind Wörter, was man ruft, Potatoes, Kartoffel. Es sind andere Wörter, man ruft es Bulbes. Es sind andere Wörter, was man ruft es Erdäpfel. Es ist alles verschiedene, die jiddische Sprache von verschiedenen Ländern. Ich gedenke, ich habe einmal gehabt, sehr eine schöne Sache, was ich bin gefahren zu einer Stadt in Slowakei, wo es ist geboren, mein älter Seide dort. Die Stadt ruft sich auf Slowakisch, ruft man das Lohovic. Auf Ungarisch ruft man das Golgetz. In den Jiddisch ruft man das Freistadt. Bin ich gekommen zu der Stadt Freistadt,
Dorten wohnt noch eine alte, abgehietene jüdische Frau. Eine allein, sie hat keinmal gehabt, keine Kinder. Sie hat gewohnt neben ihrer Brüder mit seiner Frau. Und der Bruder mit seiner Frau sind beide weg. Und sie wohnt dort, eine allein. Bin ich gegangen zu der Beisachayim dort und zu sein bei den Quorum von der Mischwoche. Und der Goy, was hat abgehielt, die Beisachayim dort, sagt mir, ich darf da rübergehen zu besuchen bei die jüdische Frau. Die einzige Sache, was lebt ihr auf, ist, was jüdische Besucher, was kommen zu Kivre Oves, kommen in derselbe Zeit bei ihrem Stub. Kommt da rüber. Sag ich habe nicht die Adresse. Sagt er wird gehen auf sein Bicycle und ich soll ihm noch folgen mit der Car. Ich bin noch gegangen dahin. Eine interessante Sache. Da ist eine Jüdine, etlich von 80 Jahre alt. Sie wohnt in derselben Stadt, wie sie hat gewohnt, ein ganzes Leben. Außer ein paar 2 Jahre in den Milchome-Jahren, wenn sie gewähnt behalten. Aber außerdem wohnt sie in derselben Stadt ein ganzes Leben. Sie hebt dann mich zu begrüßen und zu reden in demselben Sort oberländische Jiddisch-Deutsch. Was a Sort Jiddisch, was wir reden nur in die Gegend, was ich schon nicht gehört in Jahren. Aber es ist eine interessante Sache. Jede Gegend in ganz Europa hat verschiedene Euphonien, von wie zu reden Jiddisch. Und ein Beispiel von dem ist, das, was man ruft, der heiligste Tag von Jahr, ruft man bei Chassidische, ist man Makbet zu rufen Yom HaKodesh, nicht zu sagen Yom Kippur. Und bei der Welt ruft man das Yom Kippur. Lass mich mal fragen, als es kommt zu reden, Jiddisch zu erklären ein bisschen für unsere Eulen, wir wollen sehr hören wegen der Hintergrund. In was für eine Zwiebel seid ihr gewachsen und von wann kennt ihr Jiddisch? Oh, ich bin aufgewachsen in London. London in England. Dort gewinnen verschiedene Gruppen zwischen den Jiden dort. Sie gewinnen die, die sind gekommen eine lange Zeit zurück. Rolf und sie sind gewinnen deutsche Jiden, die sind gekommen nach 200 Jahren zurück. Nachdem sie gewinnen russisch-litwische Jiden, die sind gekommen 130, 120 Jahre zurück. Und sie sind mit Stumme in das größte Element zwischen die jüdische Bevölkerung, aber zwischen die orthodoxische ist da ein größerer Teil, wo sind gekommen nach dem. Befragt die, was sind gekommen von Deutschland und von Osteuropa, wo sind gekommen oder bald vor der letzten Milchome, der Weltmilchome, oder bald nach der Weltmilchome, als Flieglichter. Und sie sind gewesen ein größer Teil von der frommen Eulam. Und ich bin mehr von der Eulam. Mein Tate ist bei ihm gekommen, Jüngerheit in England. Mein Tate ist geboren in Ungarn. Nachdem hat gewohnt in Galizien, was ist jetzt Ukraine. Und von dort ist gekommen in England. Aber wir sind gewesen verbinden und wir haben gewohnt zusammen mit einem Eulam, was sie gekommen meistens von oder bald vor der Milchome oder bald nach der Milchome. Zwischen die Eulam, ich habe sagen, der Emes, wenn ich bin gewesen ein Kind, rufen die erwachsenen Menschen, was ich auch gekannt, haben geredet oder Deutsch oder Jiddisch besser wie Englisch. Mehr hat mir gehört als wir reden zusammen in Jiddisch. In Rauf in der Eulam ist gewesen mehr Galizianer in ingerische Jiden. Ein Teil von sie sind gewesen von die, was haben sich gezeugen in Deutschland oder in Österreich, beschaß der erste Weltmilchome. Und sind mit Meile später rüber in England, wenn die Nazis sind gekommen zu der Macht. Ist Meile habe ich ausgelernt von sie mehr osteuropäische Jiddisch. Später bin ich gegangen lernen in Yeshiva. Dort sind gewähnt der Rosh Yeshiva von der Messeures von Litte. Aber ich gehört mehr von sie a litwische Jiddisch.
sind gewesen Menschen, die sind gekommen von der Meer, von Tells, von Kovne, von die Eltern, was man gerät, a reine litwische Jiddisch. Bin ich gewohnt mehr zugewohnt zu dem. Mit Meile kenne ich sich heute ein bisschen mit allen von Reden Jiddisch. Und mein Tat allein, sich gewesen, a ingerische Geborene, hat gekannt reden a echte ingerische, oberländische Jiddisch. Aber von der anderen Seite hat gelernt etliche Jahre in Jerusalem, ja, Kodesh, was dort ist an Eulam Al-Pirov von die Prushim. In jener Zeiten sind gewesen Menschen, die sind gekommen von die erste Besetzer in Eretz Yisrael, von Talmidim von Vilna Gaon Asach, oder andere, wie mein älter Seide, sie gewesen ein Talmid von Chassam Sofer, wo es alle wissen, etliche Talmidim von Chassam Sofer haben Eule gewesen in Eretz Yisrael. Aber le Meise, wie bald die, was haben gegründet, der aschkenesische Yishuv in Jerusalem, sind gewesen die Talmide Agor von Vilna. Mele, die litwische Jiddisch ist geworden sehr zerspreit zwischen der Eretz Yisrael und der Eulam. Aber es ist rausgelernt zu reden Jiddisch auf verschiedene Eufanim. Mir ist interessant, von wann genau kommt Ihr Vater von welcher Stadt, weißt du? Das ist eine schwere Sache, Masber zu sein. Mein Vater ist geboren in einer Stadt, was heißt Vinkovci. Vinkovci ist jetzt Kroaten. Was ist gewesen damals, vor dem Ersten Weltkrieg, ist es gewesen Ingeren. Die Mischproche hat nur gewohnt dort nach 2-3 Jahren, wenn mein Seide dort gewesen der Ruf von Stutt. Von dort haben sie sich gezeugt zu einem anderen Platz, wenn er bekommen ein anderer Rabbonis. Allein, der Seide, ist geboren gewesen in Mischkolz. Aber sie sind gewesen in Mischkolz, weil sein Tate gewesen noch als an Edom auf Kest, wenn ist geboren. Im Mehl haben sie dort gewohnt in Mischkolz, aber abstammen von der Mischproche, die Marmorstein-Mischproche, sind gekommen wahrscheinlich von Galizien, in dem sich gezeugen rein in Ungarn nach 200 Jahre zurück, beerich, und sie haben sich gezeugen zu einer Stadt, was heißt Bihar Nojboyam. Sie sind in Zentralungarn. Von wann stammt Ihre Mutter? Meine Mutter ist geboren und aufgezogen in Hamburg in Deutschland, aber ihre Mischproche kommt nicht von dort. Sie sind nicht kein deutsche Menschen. Mein Seide, der Mames Tate, ist euch gekommen von der Slowakei, von der gewesenen Ungarn, von der Stadt Verbo, wo es Verbo gewesen, eine Stadt, ihr Molech Achomim und Seufrim, Schare Teure dort gewesen der Ruf, andere Gdöle Israel sind dort gewesen, Rabbonim mit Deures, und das ist nicht zu der Grenze mit Meeren, das ist von die Seite, von die deutsche Seite von Slowakei. Genau, wie heißt die Gegend, was ihr seid aufgewachsen in London? Golders Green. Gut. Jetzt wissen wir, mit wem wir haben zu tun. Und es kommt zu Jiddisch und die Yomim Noraim. Kennt ihr uns übergeben ein paar von den Ausdrücken, was man darf nutzen in die Tag vor Rosh Hashanah, zwischen Rosh Hashanah, Yom Kippur, nach dem? Koidem Kol will ich euch erzählen noch eine interessante Sache, wegen der jüdischen Sprache mit Yom Kippur. Ich weiß doch, Mistome, als alle Sifre Kodesh, was man gelernt hat, ganz Jahr, sind gewinn geschrieben in Lashon Kodesh, in Hebräisch. Aber es ist so ein paar Sforen, was Menschen sind gewinn zugewohnt, sie uns zu kicken nach Sefer, was hat sei der Hebräisch, der Lashon Kodesh, und sei der jüdische Übersetzung. Eins von sie gewesen der Machse. Alle Machsäuren, bis die letzte Tkufe, sind gewesen gedruckt mit Hebräisch, mit jüdischer Übersetzung. Verwus, weil die Tfilis, die Gebet von Rosh Hashanah Yom Kippur, ist gewesen der Indien nicht nur von die Talmidei Chachomim, von die gelernten Menschen, aber euch von den pusheten Menschen und euch von den Weiber. Was eine Sache Weiber haben nicht gut verstanden, Lashon HaKodesh, Hebräisch,
sehr ganze Rede gewesen in Jiddisch. Weil alle sind gewesen sie gewohnt, zur Machse, die Tfilis von Yom Kippur sind gewesen gedrückt mit der Jiddisch Übersetzung. In die Oisies von Jiddisch ist ein Heilig von der Tfilis von Yom Kippur. Manchmal bis die letzte Zeit, wenn Menschen sind geworden sie gewohnt, zu den neuen Abdrucken von den Machsäuren, was haben das nicht. Aber nicht nur, ich das gewesen mit jiddischer Übersetzung, nur mit euch gesagt, etliche Sachen nur auf Jiddisch. Als man kijkt da rein in Machse, seht man Tchines, extra Gebet auf die Sprache von pushete Menschen. Man seht, wie Menschen oben gerätze der Rebbeinu Shloilom, also wie a Jingele rätze a Tate. Und man hat sich ausgebeten die ganze Herz. Und das ist gewesen ein größer Heilig von der Avoide von a pushete Jid. A pushete Jid hat gewusst, als Lernen öfter kennen Tage nicht so viel wie der Ruf und Stot, wie die größere Lomdem. Aber zum Reden zu der Rebbeinu Shloilom, kann reden auf sein Sprach. Größere Rebbes, a viele Tzadikim, ob na Sachmul, gedavnt euch Wörter von der Herz in jiddischer Sprach, zu haben die Nundkeit, die Red von a Kind. Das Gebet von a Kind ist anders wie der Gebet von a erwachsenen Mensch. A erwachsener Mensch mit den Jahren hat gesehen so viel, als ist geworden öfter ein bisschen kritisch auf alles. Sieht a doppelte Pschat in jeder Sache. Hat a Upteitsch, a gitte Upteitsch und a schlechte Upteitsch auf jeden. Aber ein Kind kijkt auf alles in sehr einfache Öfen. In bet Ehrlichkeit. In Rosh Hashanah Yom Kippur in jedem Gesicht zu haben die reine pushete Tfilis für eine Jüngele, was bet sich aus bei dem Tate. Und das seht man als Sache, wir daven in Rosh Hashanah Yom Kippur auf Vino Malkeinu, unser Tate, unser König. Von einer Seite, Gott ist sehr größer. Wir können sich nicht auf viele erlauben zu reden, auszuteilen mit ihm, weil ist der Melech, ist der König. Von anderer Seite aber ist eine Tate. Eine Tate, wie größer ist, aber will hören die Wörter von seinem Kind. Mele davent man asach, Rosh Hashanah und Yom Kippur, mit dem Sprach, a Tate, mit bet sich aus beim Tate. Und man sieht, das ist der größte Teil von dem Davenen. Ich hätte sagen allein, ich wundere mich sehr oft, zu einem Mensch kann sich reden auf die neue Sprache, was man es gewohnt zu sehen, also wie Englisch. Zu einem Mensch kann reden mit derselben Getreischaft im Pashtus, was kann haben, wenn sagt, die alte jiddische Wörter, Tate, helft sie. Aber ich meine, das ist eine sehr interessante Sache, weil die alle, was anerkennen, die Chashivas von der jiddischen Sprache. Aber das ist nicht nur die Sprache von Menschen, was Menschen reden sich heute einer zum Zweiten in Jiddisch, was hat eine sehr große, reiche Gefühlskoyach. Aber es ist auch die Sprache, in was man hat reingelegt, die ganze Gefühl, wenn man gerät mit der Rebbeinu Shloilom. Und man hat gerät mit der Rebbeinu Shloilom auf dem Öfen, Tate. Und man hat mit dem aufgeweckt, die ganze Nehnschaft, was es du, zwischen der Mensch und der Tate im Himmel. Und das ist öfter Taka Achelik von der Bedeutung von Yom HaKodesh. Was rief man dem Tag Yom HaKodesh? Weil der Mensch, der pushete Mensch, was mitschert sich zu machen, Parnosa ganz Jahr, aber dem Tag hält sich sehr hoch. Spielt sich ein bisschen, nennt sich die Dalge von den Maluchem. Also wie die Maluchem gehen ungetun weiß, gehen die Jiden ungetun weiß. Also wie die Maluchem essen nicht und trinken nicht, der Jid auf Yom HaKodesh essen nicht und trinkt nicht. Also wie der Malach hat bloß ein Fies
und nicht 2 Fies wie Menschen. Also der Jid steht Shemona Esrei mit den 2 Fiesen zusammen, also Kederach HaMalach. Abgesehen von alle weltlichen Interessen, bloß spüren, wir sind nun zu der Tate, zu der König. Der Bönschem führt der ganze Welt. Aber wollte auch zu hören, die pushete Werte, wo sind gesucht mit so viel Herz, mit so viel Gefühl in dem Davenen von Yom Kippur. Interessant. Ich denke, ich habe gesehen, Menschen mit alten Machzoren, mit jenem Jiddisch, man ruft das mit dem Ivri-Teitsch. Ivri-Teitsch, ja. Und zu do andere Sachen, die Ivri-Teitsch machse, hat euch weltlich, pschotimlich auf jede Sache. Es hat euch an der Meinung, welche sind gute Zeiten zu betten auf eine Sache, welche ist eine gute Zeit zu betten sich aus auf eine andere Sache. Mir pflegt sagen, als die Machsäuren sind gedruckt von den Weiber, haben da viele reingeschrieben in dem, du weint man. Man soll wissen, wo du weint man, du klappt man. Man hat gesagt, alles, eins ist auf jede Sache. Weil du hast gewinnt eine Zeit auf jeder Jid. Auf viele, die Yeshuvnikes, die Menschen, die haben gewohnt in der Delfelach, wo sie dort nicht gewinnt Communion, aber zu Yom Kippur sind sie reingekommen in den Stadt. Also, du hast gewinnt eine Jonte für jeder eine. Ihr gedenkt verschiedene Winchevanias, was sind in Pasuk zu der Zeit? Ja. Der Icke, man darf sich wissen, unwünschen für jeder Chave, unwünschen alle gute Sachen. Als Fall Yom HaKodesh wünscht man nun a Gmar Chasime Teuve, a der Chasime, der Siegel von der Ende von der Zeit von Mishpat soll sein a gute, und man soll es reingeschrieben für a gut gebencht Jahr. Und man soll sagen zu jeder einer, als wir sind Meuchel, Tome hat ihm getan etwas entgegen, Tome und wir beten Mechile einer von Zweiten, weil der Icke, Davon in Yom Kippur ist alles, was der Mensch hat getan, Sinn zu der Beunenschleulam. Aber dem Sinn zwischen einer und der Zweite, das müssen wir haben Mechile. Müssen wir haben, als der Mensch soll ihm sagen, ich bin Meuchel, mit dem ganzen Herz. Und mit dem ist man gerät auf ein neues Jahr. Nach Yom Kippur wünscht einer von eins zum Zweiten a git Jahr, a git Quittel, und wünscht noch einmal Hoshana Rabbe, wünscht man a git Quittel. Und wir wünscht dann, alles gibt's ausgebeten. Alles gibt's ausgebeten, das heißt, als man sagt, ihr sollt haben alles gut ausgebeten. Ihr sollt haben ausgepeult mit euer Davenen zum Rebbeinu-Shloilem, als alles soll gut sein. Für euch und für alle Jeden, wo nur sie sind. Ihr seid, wie unsere Zuhörer gedenken, von vergangenem Pesach, a Maven, ein Expert auf dem Gebiet von Kashrus. Und was sind die speziellen Probleme bei Yom Kippur mit Nicht-Essen und Essen vor dem und nach dem? Und euch spezielle Probleme hier mit Yom Kippur ausfallen auf Shabbos? Is in Yom Kippur fallen auf Shabbos, und nicht kein extra Problem in dem, weil es Shabbos, wir darf nicht machen kein Kiddush, wir darf nicht essen, kein Suda Shabbos, wir darf nicht backen Chachales, aber man darf takke den Mannen, weil sie da Menschen, die sind nicht gesund und Menschen, die sind alt und schwach, ist eine große Mitzvah zu fasten. Aber wenn für einer ist da eine Sakone mit dem Fasten, und es muss nicht sein, dass er so bitter krank. Es kann sein ein Mensch, was kann weghalten, oder es kann sein eine Frau, was ist verschwunden, und was sie kann sein dehydrated, von dem, was sie esst nicht und trinkt nicht. Da fragen eine Scheile zu einem Doktor. Einer fragt zu der Rav. Da fragen der Doktor, bin ich gesund, auf so Öfen, was ich soll kennen, fasten, und Chas v'Sholem Sakone. Und nachdem soll man fragen der Rav.
ob der Doktor sagt, als wir nicht fasten, muss man fragen darauf, wie soll man essen? Mag ich essen normal? Soll ich essen sehr wenig? Auf was für ein Eufen? Und alle Rabbonim sind zugewohnt zu entfernen die Frages. Und bei uns ist der Klau, als man darf sich sehr hüten von Sakone. Chamire Sakante Meyesura, sagt die Gemorre. A Sach, was ist a Sakone, als ein Mensch kann Cholila werden krank, verlieren das Leben wegen dem, das ist mehr halb wie dem Isse, was wir tun nicht essen, weil der Teure heißt, man soll fasten. In der Meile, Tome hat man ein Sofik, man ist nicht sicher, ob wir können fasten oder nicht, muss man sein sehr vorsichtig und es ist besser, als man soll essen, muss man fragen darauf, auf was für ein Eufen mag ich essen, auf was für ein Eufen mag ich trinken. Und Oibi hat Menschen, was hören zu, was gedenken noch, was sie gewähnen vor Pesach, als ich geredet vor Pesach, will ich der Mannen und erzählen für die ganze Eulam, als wir arbeiten schon auf Pesach. Ich bin gewähnt schon ein paar Wochen zurück, in was ruft sich an der Jiddisch Farm, a Farm upstate, was dort redet mit Jiddisch und die Arbeiter ist alle organisieren alles auf eine jiddische Sprache. Bin ich gegangen dort schon etliche Wochen zurück, aber beide sein der Weiz zu sehen, so es ist gut für Pesach, für Shmura Matze, und hat schon geschnitten der Weiz für die Pesach dicke Shmura Matzes. Ich sage, vieles ist noch ein fahrische Schöne, aber gearbeitet hat man schon auf dem kommenden Pesach. Also man ist vernommen mit der Kaschres für Essen und Trinken, muss man sein auf dem Wach ein ganzes Jahr. In derselbe Sache ist du jetzt in die Zeit, man halt schon jetzt bei Schneiden die Weintrauben, auf zu machen Wein. Und alle Rabbonen sind vernommen mit Kaschres, vernehmen sich die nächsten paar Wochen mit Schneiden Trauben, in ausquetschende Wein, der Traubensaft, was von dem macht man den Wein, aber man soll keinen haben kuschere Wein auf ein ganzes Jahr. Es ist keinmal nicht still. Wir müssen gesehen arbeiten. Okay, ich habe noch zwei kurze Fragen. Ja. Eine ist wegen Nehmen Medizin auf Yom Kippur. Darf man das ausmeiden bei der Chal? Es wendet sich, wie ernst ist die Sache. Es ist durch gewisse Medizinen, wo ein Mensch muss das haben, aber muss es nicht nehmen, also pinklich zu der Zeit. Und es ist möglich, also wird nehmen die Medizin Erev Yom Kippur und nehmen noch einmal Motzi Yom Kippur, noch ein Ende von der Fast. In alles ist in Ordnung. Es sind andere Sachen, was man muss nehmen, jede paar Schuhe, aber man muss nehmen 2 Mal am Messless. Und so machen wir eine Frage von Sakone. Es ist, wenn sich auf welche Medizin das ist. Aber der Klau, ob es ist nötig zu nehmen eine Medizin, und es ist eine Medizin, was wir können nehmen ohne Wasser, bloß herupschlingen eine Pill, darf man das herupschlingen, kann das herupschlingen, das heißt nicht gegessen. Herupgeschlingen eine Medizin heißt nicht gegessen. Ob es eine Sache, was man darf das nehmen mit Wasser, mit Trinken, mit einer anderen Sache, demnach ist das schon eine mehr ernste Frage und wir können das nur nehmen, ob es nötig sich sehr stark. Gut, als man gerät zu einer Mahlzeit für noch ein Fast, kann man das nicht tun auf Schabes, darf man das tun vor Schabes? Es steht schon in der Gemorre, als man hat gesagt, dass man mag Zigaretten nicht kochen, aber zugreiten ein bisschen, mag man bald vor dem Ende von Schabes. Kedei man soll können essen bald nach dem. Aber das ist nur, muss da sein, rausnehmen für den Refrigerator, stellen auf den Tisch, schneiden die Gemüse. Solche Sachen mag man tun. Mama ist bei der Ende von Schabes, kedei man soll können essen bald nach dem. Der Hasen sucht uns mit der treurigen Nigen, als ein neuer Jahr kommt
bei die erste Schliche suchen. Lieden laufen, Tickets zu kaufen, in Lieden gehen, mit den Reben sich sehen, benehmt sich Gräten zum Joim, Hadien. Weil Leben wird man schreiben, wer soll leben bleiben? Bereich schon noch, ich sevu. Bereich schon noch, ich sevu. Ove yoim tsoim kiyepur, Jehosemu. In dem Tag von der Rosh Hashuvah ist das Leben in Sekunde. Demut schreibt man jedens Quittel, in dem Weg jeder Aveire. Hat jetzt sich sein Mittel, Tishava, o Sephira, o Zeraka, Mahavir Nesroya, o Gezero. O bebalt wieder Joim Hadin is Faride, kommt Ita heim von Schul, in Haupt und zu sündigen wieder. Frag ich euch der Rabbe, zu wem hat ihr Teines, wenn es kommt euch an Rabbe, was mattet ihr die euch eines? Bereu schon noch, ich sehe ove yoim tsoim ki yepur, Jehosem.